Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Ja, da haben wir das Magazin, das ich im letzten Video für die Streif verwendet habe. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch meine Idee erklären will oder darstellen will. Dann schauen wir uns jetzt. Ist ganz, ich habe gedacht, das ist ganz gut, ein normales Magazin zu nehmen, um das zu verdeutlichen. Da waren ja die Pfeile so gestapelt oder ja, ich glaube, bei echte Schusswaffe dann die Munition halt. Und ja, von echter Schusswaffe echt wenig Ahnung, von daher kann ich euch da wenig dazu erzählen. Ich lege das jetzt mal aus, wie ich mir das so vorstelle, wie das Funktionieren kennt. Also, das findet man dann in der nächsten Woche. Ja gut, ich habe da zu wenig Pfeile, um da wirklich, ja, vielleicht darf es auch nicht ganz so extrem sein. Das heißt, vermutlich brauche ich, auf was ich hinaus will, und das hat schon eine leichte Kurve. Da gibt es ja so Trommelmagazine. Und in normale Trommelmagazine wäre die auch so gestapelt, machen dann da den Kreis. Und da gibt es das American 180 oder so, wie die heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, das habe ich da gesehen und habe mir gedacht, das will ich als Blaster haben. Und da ist oben das Trommelmagazin, so ein flaches Trommelmagazin, und da kommen in unserem Fall dann die Pfeile so rum rein. Das müsste man dann ja so rum. Ja. Gut, das wird jetzt nicht. Das wird dann eher Spielerei. Ich will einfach noch wissen, ob es Gott, deswegen will ich das machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie einen großen Vorteil bringt. Und dann müsste es dann, wenn man da vorne, oder vielleicht können wir auch hinten aus, dann können wir dann ich habe ja noch so einen Schwungrädlerskäfig von der Streif, und dann nehmen wir einfach den von der Streif, weil den gibt's in zig unterschiedliche Varianten und für Modifikationen und Zeugs, und deswegen denke ich mir, da ist besser, man nimmt irgendeinen Standard, wie dass ich da jetzt anfange, da selber das als 3D-Ding rauszulassen. Ja, Spritzgussdäule sind doch ein bisschen besser wie 3D-Däule, aber nicht so einfach in der eigenen Wohnung herzustellen. Also von daher müssen wir da, für das Gehäuse drumherum müssen wir da auf 3D-Druckdäule zurückgreifen. Aber was ich halt so an fertige Däule kriegen kann, wahrscheinlich nehmen wir auch so einen Schieber von der, oder weißt du nicht, vielleicht machen wir das auch vollautomatisch. Dass das automatisch dann, wobei, wenn man das so macht, dann kommt da drunter, also ich hoffe, ihr habt da so Vorstellungsgabe wie ich, weil ansonsten müsst ihr einfach ein Abo da lassen und warten, bis es ein bisschen handfester wird. Und ich male mir das jetzt gerade in meinem Kopf aus, wie das dann nachher ist. Also da oben haben wir das Rondell mit den Pfeilen drin. Und das war eine halblange, weil sonst wird das ein riesiges Ding. Und dann muss er irgendwo so Kurven rein, dass auf der einen Seite haben wir einen Schieber. Da kommt mit so Federn rein. Ich glaube, das ziehen wir da einfach auf und schieben die Kugel dann immer rein. Und dann macht das die Runde rum. Bis dann. Also da haben wir auch so ein Ding. Das muss dann halt einfach am Kreuz rumgehen. So stelle ich mir das jetzt noch in meinem jugendlichen Leichtsinn vor. Wie es dann nachher wird, das erfahrt ihr, wenn ihr ein Abo da lasst. Weil ich habe mir überlegt, ich mache einmal die Woche dann ein Video über den Fortschritt und präsentiere euch, wie der aktuelle Stand so ist. Weil als erstes war das Magazin entwickeln. Und der Rest, also wenn dann diese Pfeile der Runde rumgeht und dann die Schräge nach unten geht, von da aus müsste es eigentlich Standard-Schwungräder Blaster sein. Gut, also das muss schon vollautomatisch sein, also mit Schwungrädler. Und die Schwungrädler, das habe nicht gedacht, dass mir die Idee so kommt. Die Schwungrädler, die machen wir dann so, und das geht natürlich unter, also da wo auf der Ebene vom Tisch. Und dann auch ein Schieberle halt. Das ist dann schon alles. Dann brauchen wir, glaube ich, ein Triggerle, oder machen wir halt zweistufig vielleicht die Schwungräder zuerst und dann der Schieber. Also einfach zwei Schalter oder so.
Oder wenn man das eben mit Lithium-Ionen dann oder Lithium-Polymer-Akku betreibt, da ist halt der erste Schuss nicht ganz so stark wie der zweite oder so. Das dürfte jetzt auch nicht so kritisch sein. Das kann man immer nachrüsten, dass man dann so Triggerle für die Schwungräder und Triggerle für Schieber. Dann muss ich mal gucken, also so Schieberdingens, das müsste es ja für die Streifen eigentlich fertig geben. Dass ich das mal kriege und da auch. Weil dann kann man, aber erstmal machen wir das Magazin. Und das Streuschwungrädel, das Gräf, ich habe noch. Also das habe ich ja nicht den aus der Streife ausgebaut und ein anderer eingebaut. Also von daher, das haben wir schon da. Und der ganze Rest, also Verkabelung, Schalterle und so, das ist das größte Problem. Und das kam mir am Anfang auch alles einfach so Stück für Stück. Also das kann man am Anfang rudimentärer gestalten, also dass man direkt auf Trigger drauf trägt und später dann nochmal ein bisschen Kosmetik drumherum, also so Stück für Stück, dass das einfach. Das ist jetzt so die Überlegung. Vielleicht berichte ich euch in ein paar Wochen was anderes und sage, das war eine blöde Idee, das kann natürlich auch sein. Das kommt immer wieder vor. Aber ihr erfahrt es nur, wenn ihr ein Abo da lasst und das Klängele trägt und sehr fleißig die Videos guckt. Und dann können wir da auch gucken, wie sich das so entwickelt. Hoffe euch fasziniert die Idee so wie mich. Ich gucke jetzt mal nach so Federle, die da so im Ring rumgeht. Und dann gucke ich mal, dass ich so Magazine entwirf. Also mal gucken, vielleicht finde ich ein 3D-Modell, wobei das dürfte sich selber schnell entwickeln lassen, so 3D-Modell für so Pfeile. Die sind schon ein paar Mal durch die hochmodifizierte Streife gegangen. Da. Seht, das Kläppchen ist immer noch dasselbe wie beim letzten Video. Das bin ich noch nicht ganz dazu gekommen. Naja. Und das kommt auch noch. Hab da wieder das andere Schieberle eingebaut. Oder das schwarze Schieberle von Worker, das ich mir da gekauft habe. Das ist schon. Der Schmutz ist schon der Hammer. Gut, das lässt zum Magazin echt scheiße aussehen, dann wenn da überall die Dabber drauf sind, aber das macht schon wesentlich mehr Spaß. Also da geht es auch weiter, keine Sorge. Aber so Stück für Stück. Das gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Aber ich hoffe, euch ist die Idee soweit klar. Und dann gucken wir. Muss gucken, was für ein Radius ich machen kann. Ein größerer Radius ist natürlich besser. Da kriegt man mehr Pfeile rein. Das müsste schon so rumgehen. Dann einfach so Federle und das macht dann. Und dann entleert so Stück für Stück das Magazin. Das. Ja, im Kopf ist es manchmal einfacher, wie es dann in der Realität noch ist, aber ich hoffe, dass es klappt. So, bleibt dabei und erfahrt, ob's Gott, was für Hürden wir haben, weil ich gehe nicht davon aus, dass immer alles gleich auf Anhieb Gottes. Das ist ganz normal, dass man Dinge ein paar Mal probieren muss und hin und her und dann nochmal manchmal Dinge auch ein paar Tage ruhen lassen muss und dann kommt dann doch eine Idee, wie man es machen kennt. So läuft es halt. Ingenieursmäßig halt. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.